Eigentlich sitzen lassen. Oh. Warum noch? Also, ich habe es gar nicht so gemeint. Salamander miteinander. Wir sind hier in Basel und ich bin diesmal nicht allein. Ich habe Verstärkung geholt. Ich bin hier mit dem Frankie. Er ist unten verlinkt. Für die ihn nicht kennen, es lohnt sich mega, um ihn abzuchecken. Und jetzt geht's los. Darf ich dich interviewen? Mich? Okay. Ja. Warte kurz. Laufst du gerne nackt um ein? Es geht so. Wieso? Ich habe Nachbarn gegenüber und ich... Ja, egal, die schauen gerne, weißt du? Ich glaube nicht, dass die... Nein. Ich habe alte Menschen gegenüber. Du schaust gerne, oder was? Sie schauen gerne. Ach, sie schauen gerne, okay. Also Leute, ihr müsst mich nicht verarschen, aber wenn ihr nicht nackt in der Wohnung rumlauft, habt ihr kein Leben. Und was hast du jetzt über mich kennengelernt? Weil wir kennen uns noch nicht so lange, aber du kennst mich jetzt schon etwa 5 Minuten. Also ich bin hoch erfreut, dich kennenzulernen und ich kenne deine Videos und ich habe sie unten verlinkt. Ja, ich wohne immer noch da, natürlich geht es mir gut, ja. Im Kleinbasel? Nein, im Grossbasel mittlerweile, aber ich bin gebürtige Kleinbaslerin. Aber du bist geflüchtet, sobald es gegangen ist, das verstehe ich natürlich. Heute ist Thema Hitzewelle. Ja. Jetzt in den nächsten Tagen wird es mega heiß werden. Was ratest du den Leuten an, um sich zu schützen? Oder allgemein, wenn es heiß wird? Also keine Ahnung, auf jeden Fall viel Wasser trinken. Nicht zu viel, also doch, man kann eigentlich schon viel saufen, aber halt auch viel Wasser trinken. Ich war das letzte Jahr am Frauenfall, was auch mega heiß ist. Der ganze Rücken komplett verbrennt, also Creme wird wirklich gut ein. Das ist Tipp Nummer 1. Die normale so eine Sonnencreme. Die normale? Sonnenschutz. Ich? Ja, du nicht, nein. Irgendwie neu mehr am Wasser sein, so irgendwie Rhein oder Pool oder irgendwann mehr. Zürichsee. Genau. Zum Beispiel. Viel Wasser trinken. Ja, mit Wasser trinken, draussen Zeit unternehmen. Die Schweiz die hat ja aktuell eine Inflation von 3,4%. Für die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer kannst du ihnen mal erklären, was Inflation ist? Nein. Ja, schon mal irgendetwas gehört, aber keine Ahnung mehr, was es ist. Ich bin irgendwie hier verloren. Ich weiß nicht mal, was das Wort bedeutet, wenn ich ganz ehrlich bin. Inflation. Sagt ihr das etwas? Ist das nicht, wenn man so einen Chip rein... Nein. Was sagst du zur Inflation? Keine Ahnung, was es ist. Okay. Du bist die Jüngste, vielleicht weißt es du. Noch nie gehört. Gibt es etwas anderes, was du schon weißt, was andere in deinem Alter nicht wissen? Wie man baut. Okay. Findest du, dass das wertvolles Wissen ist? Nein, eigentlich nicht. Ist trotzdem wichtig in unserem Alter. Also nur zu deiner eigenen Sicherheit, ich werde die Face zensieren, dass das vielleicht nicht gerade so im Internet ist, wenn das okay ist. Du hast gar keine Wahl, ich mache es sowieso, du hast keine Wahl. Also ihr Gesicht tue ich vielleicht zensieren, wenn sie so etwas sagt. Nein, nicht. Ich will Fame werden. Jetzt ist aber heiß, Dating-Saison. Ja. Was ist ein No-Go? Keine Ahnung, mir ist eigentlich alles scheißegal. Ich finde so ein No-Go sind so Bauchtaschen, je nachdem. So Gucci-Bauchtaschen oder so. Nein, das geht gar nicht. Wenn sie am Boden spucken. Wenn sie am Boden spucken? Das ist mega grusig. Wenn sie nicht ehrlich sind. Jo, es ist auch eine Art von Style, wenn man jetzt in einem Traineranzug und so rumläuft, aber trotzdem, das ist eher so eine... Nein, eher nicht. Nicht für mich. Wenn sie von seinen Kollegen anders sind als von mir. Dass die Typen einfach schnell zugänglich werden oder belästigen, aber sonst definieren kann ich das gar nicht genau. Also dass sie gerade sofort ins Bett huschen wollen mit dir quasi? Ja, oder anfangen anlängen oder so komische Sachen. Es gibt so komische Typen, ja. Wenn sie männlich reden und keine Ahnung, wenn sie so machen, als ob sie mehr wert wären als wir Männer. So. Hast du eine Horror-Date-Story? Ich bin noch verschont worden zum Glück, ja. Riesen Glück in deinem Leben bislang, das ist fantastisch. Ich habe kein Date mit dir gehabt, wegen dem vielleicht. Danke. Der hat mich auch gedisst, Mann. Ja, einfach mal so ein Tinder-Date, wo sie nicht so aussieht, wie sie auf den Bildern aussieht. Oh. Was hast du denn gemacht? Ich habe es weggelächelt. Ja, nein, einfach so, ich habe das Beste daraus gemacht. Das Schlimmste war, dass halt das nicht gestimmt hat, das, was er an der Körpergröße angegeben hat, wie das, was in live war. Ja, was ist passiert? Ich bin Sportco. Ich stelle jetzt eine Frage, die gar nicht auf dem Blatt steht. Ich tue es einfach allgemein sagen. Was haltet ihr eigentlich von der Jugend von heute? Die sind super. Ich halte von dieser Jugend eigentlich nicht viel, weil... Ja, keine Ahnung. Ein bisschen Absturz, aber ja. Ein bisschen Absturz. Gehörst du zu dieser abstürzenden Jugend oder bist du die Ausnahme? Ich gehöre auch dazu und ich finde es schlimm. Wie kann man dich retten? Gar nicht. Hey, merci vielmals. Cheese Bolognese, Hasta la Pasta. Bis bald, Real. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, schaut unbedingt auch beim Frankie vorbei. Und falls ihr noch Lust habt, das Video vom Open Air Frauenfeld zu schauen, dann wäre es hier gerade verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Cheese Bolognese. Ciao zusammen. Schäme immer so. Ja, bis bald, Real.